ob das klappt, ob ich Zeit habe. Also wir müssen dann nach Hause kommen und einen Terminkalender in der Hand haben. Das war doch mal schade. Ne, dann ist es besser. Aber wenn die jetzt schon mal ist ja gut. Ganz herzlichen Glückwunsch zu deiner Ausstellung hier im Glashaus. Wir sind glücklich, dass wir dich mit deinen wunderschönen Bildern im Glashaus ausstellen können. Und ich habe eine spezielle Frage zu deiner Palette. Deine Farben sind sehr sonnendurchgeleuchtet, also Sonnenfarben hast du. Das hier für westeuropäische Künstler nicht üblich ist. Kannst du etwas drüber erzählen? Was fasziniert an dieser? Wenn man deine Bilder schaut, da hat man das Gefühl, die Sonne geht auf und strahlt alles. Deine Empfindungen? Ja, das ist ganz einfach, weil ich diese Farben selbst gemacht und annehme das auch andere Leute. So, ja, ich früher in Amerika gewesen, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich wieder nach Deutschland kam, vor 18 Jahren, da habe ich gesehen, wie die Leute hier gekleidet waren und die Farben. Ja. Ja? Und die ganzen Farben, die in Amerika in den 50er Jahren, obwohl die Zeit da politisch gesehen sehr schlimm waren, und so weiter, aber die Farben, die waren einmalig, so Pastellfarben, auch solche Farben, die man jetzt hier verwendet. Das gab es hier gar nicht. Das hat mir wirklich was gefehlt. Ne? Ja. Und das hat lange angehalten in die Zeit. Ne? Und wenn wir sowas sehen, klar, haben wir ja versucht mit seiner eigenen Sache, das war ein bisschen auch so. Was dagegen zu stellen, das ist auch klar. Ich meine, man will ja nicht unbedingt das machen, was sowieso schon immer da ist. Und das besonders von seinem Anwalt wahrscheinlich. Ja, langweilig, das ist eine Sache. Also viele Bilder sind gut, aber langweilig. Meine sind, was ich rausgesucht habe, für mich nicht so langweilig. Also zur Zeit ging das ganz gut, nicht immer. Ne? Das ändert sich oder Farbigkeit, was hier gefehlt hat, mir gefehlt hat immer. Ne? Das ist ja mein Fall. Kann sein, dass eine andere Möglichkeit ist. Und würdest du etwas über deine Bildmotive sagen? Die sind so erzählerisch, kann man ganz lange vor denen stehen und sich reintiefen. Du meinst nicht einfach deswegen, weil du Farben als schön empfindest, sondern du möchtest oder mehrere Inhalte vermitteln. Ob du darüber etwas sagen möchtest? Ja, ich glaube, das ist verschieden. Ich versuche manchmal, irgendwelche Themen ins Bild zu bringen. Die Themen, die mir wichtig sind, aber das geht meistens schief. Ne? Und die meisten Bilder entstehen unvorbereitet sozusagen. Einfach, ich bereite mich selbst vor, um mich in so einen Zustand zu geben, dass ich der mir am besten, also wo ich mich am besten konzentrieren kann, aus Malen. Ausschließlich, also das sagt man auch nachts, weil ich dann nur Ruhe habe. Die Leute haben hier immer geschlafen und ich bin sozusagen frei. Also sozusagen. Ich habe kein Echo, sondern ich habe mich selbst gestellt, das einzige Echo ist dann vom Bild. Ja, also konzentriere mich aufs Bild und dann am besten ist, wenn ich dann irgendwie anfange und dann kriege ich Assoziationen, also von der Form her, und entstehen ganz viele Formen. Ne? Und dem muss ich nachgehen, aber auch ein bisschen diszipliniert, sonst gibt es alles nur ein sinnloses Finale. Ne? Also nicht viel daraus. Man muss schon ein bisschen kontrolliert, und das ist eine kontrollierte Improvisation sozusagen. Und für mich ist das mehr Spaß, wenn ich so male, ne? Als was. Ja. Für mich ist das auch ein Abenteuer. Und ich fühle mich frei dabei. Ne? Ich fühle mich, wenn ich male, fühle mich frei. Und für mich ist Freiheit so das Wichtigste für mich, also dass man so vorstellen kann. Ja? Mein Bewusstsein und das Gefühl zu haben, frei zu sein beim Malen, das kann man natürlich darauf verzichten. Das ist für mich wichtig. Genau, Freiheit. Versuche ich einfach so Formen zu machen, die es noch nicht gibt, also die man dann vielleicht fühlen kann. Ne? Ja. Und man hat ja auch im Traum oder so im Halbschlaf manchmal Gefühle oder auch im Traum selbst Empfindungen,
wenn man die versucht, nachher dann zu erklären, dass es nicht geht, weil das keine Worte für sind. Ja. Das sind manchmal Gefühle, die basieren auf verschiedene Sinneseindrücke, glaube ich. Man sieht was, man fühlt was, man schmeckt was, man riecht vielleicht was. Und im normalen nüchternen Leben kann man das, glaube ich, nicht so ausdrücken. Ja? Und ich versuche das jedenfalls. Das ist nur eine Möglichkeit, teilweise vielleicht, also für mich nicht lustig. Aber ich versuche das in diese Form, die ungewohnt sind. Ne? Aber es ist nur mal selten ist. Beliebt mir das ist einfach nicht so gut. Und ich möchte, und das ist auch ganz gut, weil ich bin nicht zufrieden mit meinen Bildern. Ne? Ich möchte viel besser machen. Aber positiv daran ist, dass ich merke, dass ich schon was lernen kann, also normalerweise, dass ich was lernen kann. Ich habe erst vor 3 Jahren angefangen zu malen und viel, was ich mich entwickelt habe. Ist das sehr gut. Aber dann hört sich ja schon wieder an, was du übersetzt hast. Also frag mich doch mal, was das ist. Was ganz anderes. Na, Frage ist, okay. Für welche Länder oder für welche Zone identifizieren Sie oder spüren Sie Ihre Bilder? Was meinst du, Igor? Mit welchen Ländern oder mit welcher Umgebung identifizieren Sie Ihre Bilder? Ihre Bilder sind ganz südlich, das meinte ich. Ja. Das ist schon Naja, ich habe versucht, Eindrücke, die ich im südlichen Ländern hatte, dann auch in Spanien oder Marokko, das zu vermitteln, diese Gefühle, weil ich da auch längere Zeit mal gelebt habe. Und das Licht und diese, auch die Architektur gefällt mir da ist klar. Und die Farben, ja, besonders in Marokko. Und die Sonne. Ja. Aber wenn ich dann so das jetzt absichtlich versuche hinzukriegen, misslingt mir das meistens und dann, wie ich sagte vorhin schon, mit dem Improvisieren. Also, aber vieles von dem, was ich mit diesen Farben, die sind nicht jetzt von vornherein geplant so zu malen, sondern die entstehen einfach so. Das sind Sachen, die mir gefallen dann, während ich male. Ne? Während ich male, sehe ich ja, was ich mache und versuche das irgendwie so hinzukriegen, dass es mir gefällt und nicht so langweilig ist. So. Das ist das Anschließen. Wir machen alles